So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf der Hengstkörung 2026 des mittlerweile 147 Jahre jungen Koninklijk Fries Paardenstammbuch, das königliche Friesenpferdestammbuch. Es ist wundervoll, Sie alle hier im WTC in Leeuwarden begrüßen zu dürfen. Sie sind natürlich das beste Publikum der Welt. Wir haben auch noch ein Strohdorf, in dem Sie sich nach Lust und Laune glücklich shoppen können. Und wir hoffen auf eine großartige Atmosphäre natürlich. Unser Mediapartner ist Omroep Friesland, das ist der lokale Fernsehsender hier in Friesland, der unter anderem auch die Streams, auf denen Sie uns eventuell zusehen, wenn Sie es nicht nach Leeuwarden geschafft haben, die werden auch organisiert von Omroep Friesland. Sie hören aber mit mir zu. Mein Name ist Lisa Wegmann. Hier machen wir den ganzen Tag das Programm auf Deutsch und übersetzen, was in der Bahn passiert. Meine Kollegin Kelly Verbeem sitzt neben mir und macht den englischen Channel und Stream. Wenn Sie also Lust haben, auf Englisch zuzuhören, wechseln Sie zu Kelly, eine sehr kompetente Kollegin. Und rechts neben mir sitzt mein Kollege Ruben Boschra, der übersetzt vom Niederländische ins Spanische. Wenn Sie Lust haben, sich das anzuhören, das klingt auch sehr interessant, wechseln Sie gerne in den Stream oder mit Ihrem Headset hier im Saal auf den und hören Sie ein wenig Ruben zu. Sie dürfen aber auch sehr gerne bei mir bleiben. Die Headsets sind hier in der Halle vom KFPS-Stand zu bekommen. Am Samstag werden wir auch im Fernsehen übertragen, Lokalsender Omroep Friesland. Und da gibt es den ganzen Spaß dann auch noch auf Friesisch. Definitiv eine andere Sprache als Niederländisch. Ihre Dolmetscherin spricht Niederländisch, versteht Friesisch nur sehr mäßig. Sind Sie schon aufgeregt, meine Damen und Herren? Bert Reuter, haben Sie Lust? Unser Stadionsprecher und Moderator unten auf der Bahn hat genauso viel Spaß daran wie Sie. Heute geht es also darum, festzustellen, wer der bereits gekörten und zugelassenen Stammbuchhengste sich heute hier am besten präsentiert und mit dem Meistertitel nach Hause gehen darf. Wir beginnen mit unserer ersten Rubrik, das ist die Rubrik 4. In Ihrem Katalog auf Seite 121 können Sie die Informationen zu den Pferden einsehen. Und wir beginnen mit Volta 513. Wir sehen ihn schon vor unserer Jury stehen. Ein Sport Doppel-A-Hengst, 11 Jahre alt. Gezüchtet von E.A. Constant und der Familie Fischer in Spier. Im Besitz der Stuterei des Gestüts Friese Fischer und Frau K. Schwan in Drachten. Wir haben den Vater Fabel 348, Mutter von Sterpräferentin, ist Sterpräferentin von Cast 362 und wir haben auch noch Nahen 264 aus Stamm 47. Seit Herbst 2019 als Stammbuchhengst zugelassen, in der Dressurklasse Z1 und im Showfahren in der limitierten Klasse tätig. Volta 513 hat sowohl von seinem Vater Fabel 341 als auch seiner sehr geringen verwandtschaftsgradhaltigen Mutterlinie unverwandtes Blut und kann damit den Verwandtschaftsgrad von 16% aufweisen, was sehr gut ist. Und das ist natürlich vor allem für Züchter auch sehr interessant, mit diesem geringen Verwandtschaftsgrad weiter zu züchten, weil natürlich auch seine Hengste und Stuten-Nachkommen, seine Fohlen, einen geringeren Verwandtschaftsgrad haben. Volta 513 kommt aus derselben Cast 362 Mutter wie der ebenfalls wenig verwandte Oma 493, der im Herbst von 2022 nach Amerika umgezogen ist, um da seinen Dienst zu tun. Volta 513 ist aufgefallen in seinen Tests und Prüfungen durch seine sehr gute Bearbeitbarkeit. Vor der Kutsche kommt er meistens sehr zu seinem Recht, wobei vor allem die schöne Vorderbeintechnik sehr auffällt. Und in Meisterschaften vor dem Wagen hat er in den langen Leinen 2022 Bronze gewonnen. Wir sehen also Volta 513, der beim Gestüt Friese Fischer in Drachten steht. Unsere Stammbuchjury, die Sie da an den blauen Tischen stehen sehen, besteht aus Vorsitzerin Sabine Schwacher mit Jan Hellings und Manuel Gasseling. Und dann sehen Sie noch ein letztes Mal den ersten Hengst von heute Abend, meine Damen und Herren, der an Ihnen vorbeikommt, Volta 513.
Ein schöner Beginn. Wir machen weiter mit Friso 518. Seines Zeichens Sport AAA-Hengst, mittlerweile 9 Jahre alt. Und sie sehen so schön aus, meine Damen und Herren, heute unsere Stammbuchhengste des KFPS. All diese Hengste mittlerweile weltberühmt, die wir hier heute sehen. Eine absolute Crème de la Crème, die wir uns hier heute ansehen dürfen. Und wir machen weiter mit Friso 518, Sport AAA, 9 Jahre alt, gezüchtet und im Besitz von Frau P.M. Annema Hoekstra aus Hornste Zwaag, ein Sohn von Hessel 480, ein Enkel von Jesse 433 und auch Anton 343 in seinem Blut, aus dem Stamm 121, zugelassen seit dem Herbst 2020, tätig in der Z1 Dressur und in der limitierten Chauffeur-Klasse und steht da sehr, sehr schön vor unserer Jury. Friso ist ein echter Allrounder, hat in der Dressur schon viele Preise einheimsen können, auch in gemischten Wettbewerben mit anderen Rassen. Er ist Indoor-Champion der KNHS in der Z1 und kann wirklich, wirklich strahlen, wenn er angespannt eingesetzt wird. Er hat zusammen mit Sibren Minkemer den Provinci Friesland-Preis im Jahre 2024 gewinnen können. Vor allem im Trab zeigt der Hengst sich wirklich schön, kräftig und mit sehr viel Bewegungstechnik. Sein Schritt ist raumgreifend und im Galopp ist er wahnsinnig sprungkräftig und sehr aufwärts gerichtet. Trotz der großen Anzahlen an Fohlen hat Friso, obwohl er keine große Anzahl an Fohlen geliefert hat, Entschuldigung, da hat sich ihre Dolmetscherin leider verhört, hat er mittlerweile schon 5 Stuten, einen Sternhengst und ein AAA-Prädikat-Nachkommen zeugen können. Das heißt, obwohl er nicht viele Fohlen hat vorbringen können, bis jetzt sind die er hat zeugen können, unfassbar erfolgreich. Wir sehen also Friso 518 vor der Jury für die Meisterschaft der Hengste 2026. Wie bereits erwähnt, geht es um die Rubrik 4, die Sie auf Seite 121 Ihres Katalogs finden können. Das sind verhältnismäßig junge Hengste. Die seit 2020, 21 und 22 im Stammbuch zugelassen sind. In den meisten Fällen ist darum eine Zulassung und Untersuchung der Nachkommen noch nicht abgeschlossen worden. Da sehen wir ihn noch einmal, den zweiten Hengst des Tages, Friso 518. Ja, wir hören schon die ersten Applause. Das muss natürlich auch im Laufe des Tages mehr werden. Aber wir genießen natürlich jetzt alle schon. Und wir sehen auch bereits den nächsten Hengst sich der Bahn nähern. De komt van Alger
Alcher 522. Sportelite Triple A Hengst. Schauen Sie sich an, wie der da seine Aufwartung macht. Ein sehr, sehr schöner Hengst und die Kameramenschen und das Personal von Omrop Friesland hat das hier hervorragend auch in Szene gesetzt. Alcher ist 10 Jahre alt, gezüchtet von H. Busma und W. von der Bay in Bosum, im Besitz der KCF Farms und dem Stall Chardon in Jorwert. Ein Sohn von Heike 482 und Enkel von Wilster 463, auch Jasper 366. In den Ahnen vertreten aus dem Stamm 8. Zugelassen worden ist auch 2021 und er reitet in der leichten Tour in der Dressur. Er ist der erste zugelassene Sohn von Heike 482 und auch ein Enkel auf mütterlicher Seite von Wilster 463 und das ist keine sehr typische Kombination und das verdient natürlich seine Chancen. Als Dreijähriger hat Alcher 522 seinen ABFP, seinen Eignungstext mit 88 Punkten in der zentralen Untersuchung erfolgreich bestanden und mit einem vor allem sehr taktmäßigen und raumgreifenden Schritt und Trab überzeugen können. Außerdem hat er einen sehr ruhigen und mitarbeitenden Charakter. Jakob von der Heide hat zusammen mit Alcher den Sport-Elite-Status in der Dressur erreichen können. Und der 8-jährige Hengst kommt aus Stamm 8 mit einer Mutterlinie, die ausgesprochen fruchtbare Stuten hervorgebracht hat. Die Fohlen sind alle ausgestattet mit langen Linien, traben sehr raumgreifend und mit ausreichender Kraft und mit sehr viel Leichtigkeit und nutzen ihre Vorderbeine gut. Er hat bereits 2 Stärhengste hervorgebracht und das heißt, wir wissen nicht, in welche Richtung das noch gehen kann. Wir sehen also Alcher 522. Wenn Sie noch nicht so oft diese Meisterschaften der Hengstkörung gesehen haben, ist es eventuell gar nicht so unsinnvoll, Sie einmal zu informieren. Sie sehen die Jury bestehend aus Sabine Schwacher, Jan Hellings und Manuel Gasseling in der Mitte stehen. Ähnlich wie gestern bei den Körungen der jungen, noch nicht zugelassenen Hengste, vergleicht die Jury den Hengst, den Sie vor sich sehen, mit dem Zuchtideal und den Standards, die es für das Exterieur und die Bewegungsabläufe eines Friesenpferdes gibt. Auf Basis davon werden Sie in den verschiedenen Rubriken Ihre Favoriten auswählen. Es geht also wirklich um Tagesform. Das sind alles bereits zugelassene Stammbuchhengste. Das ist wirklich, wie bereits erwähnt, die Crème de la Crème dieser Pferde und der Rasse. Heute vor allem einmal, um sie alle in Szene zu setzen und dann wird am Ende sich hier jemand am besten präsentiert haben. Wir werden also in jeder Rubrik in Ihrem Katalog von 2 bis 9 verschiedene Hengste sehen, in verschiedenen Nummern auch. Die Anzahlen, die sich angemeldet haben, sind nicht gleichmäßig. Jeweils die Favoriten werden dann eingeladen zur Meisterschaft der älteren und jüngeren Hengste. Wir haben angefangen mit den jüngeren Hengsten, die noch nicht so gewohnt sind an dieses große Rambazamba. Gerade gegen Ende des Tages geht es hier mal richtig ab. Darum ist das ganz gut für die jüngeren, eventuell noch nervöseren, weniger erfahrenen Pferde früh anzufangen. Es gibt dann einen Meister der jüngeren Hengste und einen Vizemeister der jüngeren Hengste, einen Meister der älteren Hengste und einen Vizemeister der älteren Hengste. Und die 4 werden sich dann heute Nachmittag, am späten Nachmittag wahrscheinlich so, zwischen 5 und halb 6, nochmal auf der Bahn einfinden. Und dann wird die Jury den allgemeinen Meister und den allgemeinen Vizemeister bekannt geben. Und dann ist hier wirklich alles in absoluter Feierstimmung. Aber dann wissen Sie, was hier eigentlich passiert. Das heißt, die Pferde, obwohl sie schon zugelassen sind ins Stammbuch und schon als Zuchthengste eingesetzt werden, teilweise in den letzten 2 Tagen sehr oft als Vater vorgekommen sind, der noch zugehörenden und zuzulassenen Hengste. Vergleichen wir sie mit dem gleichen Standard, mit dem auch die jungen Hengste oder Fohlen verglichen werden, um festzustellen, wer heute, speziell heute, das Friesenpferd am besten vergegenwärtigt. Während wir noch einmal Alcher 522 an uns vorbeitraben sehen.
brachten we op dit moment beginnen aan Faust. 2, 3. Wir machen weiter mit Faust 523, Sportelite AAA-Hengst, 9 Jahre alt, gezüchtet von BQ Buffet und H. von Dijk in Dornspijk. Im Besitz von MJ Holker in Ehn. Ein Sohn von Mauritz 437, Enkel von Heize 425 und auch Sterpräferentin von Leffert 306 aus dem Stamm 115. Anwesend in der Blutlinie, zugelassen im Herbst 2021, tätig in der Dressurklasse Z1 beim angespannten Fahren in der ZZ-Klasse und in der Showfahrklasse, in der Ehrenklasse unterwegs. Ein sehr großer und großrahmiger Hengst, der Faust 523 mit AAA-Status. Er war der absolute Spitzenreiter in der zentralen Untersuchung 2021 und hatte 86 Punkte für seinen Ritttest bekommen, 92 für das angespannte Fahren und 95 fürs Showfahren, wofür die Friesenpferde so bekannt sind. Das AAA-Prädikat ist darum gar nicht schwierig gewesen einzuheimsen. Über seine Kraft und Leichtigkeit in all seinen Bewegungen sind Reiter sowie Kutscher begeistert. Faust hat es in das Finale des Frisian Talent Cup geschafft und ist Champion geworden bei den K- und PP-Meisterschaften im Jahr 2023. Faust hat sehr viel Talent für den Sport und kombiniert das mit einem sehr ebenmäßigen, ausgeglichenen Charakter und einer sehr konstanten Leistung. Er kommt aus dem Stamm 115 und kann sich verlassen auf eine schöne und gut züchtende Mutterlinie mit einer Modell AAA-Mutter von Heize 425 und 4 Generationen Sterpräferenten Stuten. In der ersten Besichtigung haben 4 seiner Söhne es mit dem Sterprädikat das Sterprädikat erhalten und in der kommenden Körungssaison werden seine ersten 3-jährigen Söhne ihre Aufwartung machen vor der Jury, vor der Hengstenkörungskommission. Wir sehen also Faust 523. Ja, meine Damen und Herren, und das ist dann die letzte Runde in der Vorstellung von Faust 523. Eine Ausstrahlung und Präsenz dieser Hengste der ersten Rubrik, meine Damen und Herren. Und dann machen wir weiter mit dem Hengst, dem Champion, dem Meister der jungen Hengste der Hengstekörung 2022, Herre 524, der auch 2022 den allgemeinen Meisterschaftstitel einsammeln konnte und 2023 der Vizemeister der jungen Hengste war. Er ist ein AAA-Hengst, hat, wie gesagt, 2022 den allgemeinen Meistertitel mit nach Hause nehmen können, ist 2023 bei den jungen Hengsten der Vizemeister geworden. 8 Jahre jung, gezüchtet und im Besitz der Familie de Vries in Hindelopen, steht im Stall von de Kadik in Sint-Johannesra. Ein Sohn von Nane 492 und Enkel von Reinder 492, auch Onne 376 vertreten in der Blutlinie aus dem Stamm
15, seit 2021 zugelassen als Zuchthengst in der Dressurklasse Z1 tätig und aus der bekannten aus dem bekannten Van Hulpen Zuchtstall. Er ist eine sehr schöne, rassentypische Erscheinung mit viel Jugendhaftigkeit und Front. Er ist 2022 als KPS Stammbuchhengst der zentralen Untersuchung gekommen und hat als Sohn von Nane 492 und einer Stute von Rainer 452 mit sowohl auch noch eine Großmutter, die Modell Sportstute ist, und dazu eine Halbschwester von Eise 489. Herre 524 kommt aus dem sportlichen Stamm 15 und fühlt sich vor allem angespannt am wohlsten. Als Kutsch- und Showfahrpferd kann er vor allem sehen, wie viel Ausdruck er in seinen Bewegungen hat und wie leichtfüßig er sich bewegen kann. Eigenschaften, die dafür gesorgt haben, dass er die Überraschung war bei der Hengstkörung 2022, wo Herre 524 sehr unerwartet den allgemeinen Meisterschaftstitel mitnehmen konnte. Das war aber kein Zufall, weil 2023 und 2025 Herre 524 wieder der Reservemeister der jungen Hengste geworden ist, hat also mittlerweile 3 Titel bei den jungen Hengsten mitgenommen. Mittlerweile hat er auch seinen ersten Jahrgang Fohlen bei den diversen Körungsjurys abgeliefert und generell ist das ganz gut gelaufen. Der CK Hengstfohlenmeister 2023 war ein Sohn von Herre 524. Der erste Jahrgang seiner Söhne hat 12 Sterprädikate eingeheimst und viele sind in die zweite Besichtigung eingeladen worden. Wir sehen also Herre 524. Jetzt schon vom Publik getragen. Was für eine Vorstellung. Ich denke, dass er noch eine Runde laufen darf. Vielleicht gibt es Fans von Herre 524. Und wir machen direkt weiter mit Hilbrand 525. Schauen Sie sich das an. So viel Behang. 20 Zentimeter fehlen dann nur noch bis zum Boden. So eine schöne Rubrik für den Anfang. Wir sehen also Hilbrand 525, Sport AAA-Hengst. 8 Jahre jung, gezüchtet von Webünd in Holten, im Besitz der Gebrüder von Mahnen in Ede, steht auch bei den Gebrüdern von Mahnen in Ede. Ein Sohn von Hette 481, Enkel von Albin 469 und auch Heize 425.
vertreten in dieser Blutlinie, kommt aus dem Stamm 117, zugelassen seit dem Herbst 2021 und in der Dressur Z1-Klasse tätig. In der zentralen Untersuchung 2021 war Hilbrand 525 ein AAA, einer der 6 Hengste, die es ins Stammbuch des KFPS geschafft haben. Hilbrand hat sich gezeigt als ein Allrounder, der ein gutes Gebrauchspferd ist, wobei vor allem sein sehr taktmäßiger und einheitlicher Schritt, eine Eigenschaft, die für viele Züchter der Friesenpferde sehr wichtig ist, aufgefallen ist. Selbst hat der Hengst einen enormen Einsatz sehen lassen, um auch sein Sportprädikat in der Dressur zu erhalten. Die ersten Fohlen von Hilbrand 525 sind 2023 geboren worden und sind aufgefallen durch sehr edle Köpfe und vertikal gestellte Hälse. Auch die Rumpfrichtung ist sehr positiv aufgefallen. Der Schritt dieser Fohlen ist auch raumgreifend und kräftig. Der Trab sehr aufwärts gerichtet und sehr leicht, mit viel Leichtigkeit geritten. Also alles in allem können wir davon ausgehen, dass auch da noch einiges passieren kann. Hilbrand hat sehr gute Ergebnisse in der ersten Besichtigung erzielt. Der Hengstkörung 12 seiner Söhne sind mit einem Ster-Prädikat ausgezeichnet worden und haben eine Einladung hier nach Leeuwarden bekommen. Das verspricht natürlich einiges für die kommende Körungssaison. Wir sehen also Hilbrand 525. Auch so eine schöne Präsentation, meine Damen und Herren. Hier ist er nochmal, Hilbrand 525. Sie tanzen quasi durch die Bahn. Dann kommen wir auch schon zum letzten Hengst in dieser Rubrik, Rosse 526. AAA-Hengst, 8 Jahre jung. Gezüchtet von A. Leyendecker in Witmassum, im Besitz von J. Kleinstra in Groningen. Ein Sohn von Nane 492 und Enkel von Bert 411. Auch eine Sternpräferenten von Leffer 306 in der Blutlinie, kommt aus dem Stamm 25. Zugelassen im Herbst 2021, in der Z1 Dressurklasse tätig, im Gespann in der Klasse L und in der limitierten Chauffeur-Klasse. Rosse ist ein Sporthengst aus Leidenschaft und Blut. Er hat letztes Jahr die Silver Bowl gewonnen und 2024 ist er der Meister geworden der Horses to Fly KFPS Chauffeur-Wettbewerbe der 4-, 5- und 6-jährigen Pferde und durfte auch noch das Stienen Hinder
den allgemeinen Preis, der Sieger der Sieger mitnehmen, indem die Sieger der ersten 3 Finals auch noch einen allgemeinen Meister ausreiten. Er hat letzten Sommer den Meisterschaftstitel der Provinz Friesland im Cup gewonnen, auch den Preis der Besten und wurde Reservemeister, Vizemeister der Stammbuchhengste. Er hat diese Vizemeisterschaft Er hat auch die Vizemeisterschaft bei den Neulingen vom Chaise, dem friesischen Schlitten, der friesischen Kutsche einheimsen können. In der Dressur hat er es in die Z-Klasse geschafft und durfte dieses Jahr sein Sportprädikat auch dort in Empfang nehmen. Vor allem ist José 526 ein sehr aufmerksamer, fröhlicher und sehr werkbereiter, arbeitsbereiter Hengst, der zu jedem Zeitpunkt 100% und sogar mehr Einsatz gibt. Das sagen sowohl die Leute, die ihn jeden Tag sehen, als auch die ihn nur gelegentlich sehen dürfen. Die Fohlen von José 526 haben für sehr gute Resultate gesorgt. Unter anderem gibt es einen Meister auf der zentralen Körung, in der zentralen Untersuchung und auch noch einen Vizemeister. Von seinen 3-jährigen Söhnen haben es 7 geschafft, ein Sternprädikat einzuheimsen und auch in die zweite Besichtigung eingeladen zu werden. Wir haben also gestern und vorgestern Söhne von José bewundern dürfen. Wir sehen José 526. Und das ist die letzte Runde des letzten Hengstes in dieser Rubrik. Meine Damen und Herren, José 526. Unser Stadionsprecher ist auf der Bahn, während auch die Rubrik 4 die Bahn wieder betritt.
Sie sehen hier, dass die Reihenfolge, in der die Pferde durch die Bahn laufen, verändert wird. Sie sind in der gleichen Reihenfolge auf die Bahn gekommen, wie wir sie gerade auch vorgestellt gesehen haben. Mittlerweile hat die Jury ein paar Entscheidungen getroffen und unser Stadionsprecher Bert sortiert jetzt die Pferde in die Reihenfolge, die dann auch der Beurteilung und dem Urteil der Jury entspricht. Nou, hetzelfde een Russel om die hengsten op. Ja, es ist immer so ein bisschen rumgebastelt natürlich, um die Hengste alle sortiert zu bekommen. Die Jury kann sich natürlich immer auch noch mal umentscheiden. Ist das der richtige Hengst vorne? Ja, wenn Sie einmal aufschließen, dann ist das unser vorläufiges Ergebnis. Meine Damen und Herren, wir stellen auf Herre 5-2-4 in der Spitzenreiterposition. Dann aufstellen Hilbrand 5-2-5. Aufstellen Aucher 5-2-2. Krosse 5-2-6. Faust 5-2-3, Friso 5-1-8 und Volta 5-1-3. Was für eine schöne Rubrik. So wunderschön. Sabine Zwarer, unsere Vorsitzende, wird uns erklären, warum dies die Entscheidung war. Vielen Dank, Bert. Von mir und meinen Kollegen natürlich auch einen herzlichen guten Morgen. Wir haben gestern Abend und vorgestern Abend die wundervolle Show gesehen. Ine van Harich ist hier aufgeführt worden. Und da konnten wir den Charakter des friesischen Pferdes wirklich sehen. Ich habe voriges Jahr schon gesagt, dass wir uns da durchaus ein Vorbild dran nehmen können, daran, wie diese Tiere agieren. Heute suchen wir wieder nach dem Hengst, der im Moment das idealste Bild des friesischen Pferdes repräsentiert, so wie wir das im Zuchtziel aufgeschrieben haben. Und das ist ziemlich schwierig, weil wir hier natürlich die Crème de la Crème unserer Zuchtpferde stehen haben. Pferde, die alle ein sehr intensives Auswahlverfahren hinter sich haben. Die Unterschiede sind also sehr klein und es geht wirklich um eine Tagesform hier. Wie sieht heute der Hengst aus? Wie gut bewegt er sich heute? Wie reagiert er eventuell auch hier auf das Umfeld und wie präsentiert er sich im Laufe des Tages? Ich möchte noch einmal wirklich nachdrücklich sagen, und das sage ich jedes Jahr, dass ein jeder dieser Hengste für die Zucht seine eigenen individuellen wichtigen Werte hat. Ob Sie mit diesen Hengsten züchten sollten oder nicht, hat nichts mit den Meistertiteln zu tun. Das macht den Tag hier natürlich noch spannender und wir möchten natürlich trotzdem, dass Sie Ihren Favoriten anfeuern, dass Sie klatschen, dass Sie jubeln. Aber es ist wichtig zu erwähnen, dass Sie nicht nur mit dem Meister züchten sollten, sondern mit dem Pferd, das für Ihre Stute am besten geeignet ist. Dann kommen wir jetzt natürlich zur Platzierung. In der Spitzenposition Herre 5-2-4. Ein Hengst mit sehr zierlichen Linien, sehr kompakt und ebenmäßig gebaut, mit sehr viel Rassenausstrahlung, sehr eifrig im Schritt und ab dem ersten Schritt im Trab tragend ist, sehr viel Vermögen, unfassbar gut im Gleichgewicht und ein schöner Beinbruch, weshalb Herre 5-2-4 diesen ersten Platz bekommt. Zweiter Platz für Hilbrand 5-2-5. Hilbrand, der will sich bewegen, der will nicht stillstehen. Aber wenn er stillsteht, kann man sehen, wie
gesegnet er ist mit diesem Behang. Er hat einen Schnurrbart, der länger ist als die Mähne von einigen Hengsten, die wir gesehen haben. Schöne, royale Linienführung. Ein ausreichender Schritt im Trab, der gut war im Schritt und aktiv und aufwärts gerichtet trabte, mit viel Schwebemoment, mit viel Raumgriff. Ein sehr guter zweiter Platz für Hilbrand. Dann kommen wir zum dritten Platz für Alcher 522, ein sehr imposanter Hengst mit viel schönen Linien und viel Behang. Ein großartiger Zustand, in dem er hier heute präsentiert wird. Gute Beugung und Winkel im Hinterbein, sehr guter Schritt mit viel Raumgriff und im Trab hat er sehr viel Gleichgewicht und einen wundervollen Vorderbeineinsatz gesehen. Wir hätten ihn gerne etwas aufrechter gesehen heute, aber ein sehr guter und schöner dritter Platz für Alcher. Dann gehen wir zu Gosse 526, ein langliniger Hengst, viel Front, viel Rassenausstrahlung. Wir hätten heute gerne etwas mehr Vorderbeinlänge gesehen. Ein aktiver Schritt im Trab, schöne Momente, aber nicht so konstant, wie wir uns das gewünscht hätten heute, aber ein sehr guter Federplatz für Gosse. Dann Faust 523. Was für ein wundervoller Hengst mit so einer guten Linie, eine Top-Oberlinie, guter Zustand und Kondition, in dem er hier präsentiert wird, ein aktiver, fliegender Schritt im Trab. Hat er in der ersten Runde ein bisschen seinen Rhythmus finden müssen, aber ich glaube nicht, dass wir jemals eine so gute zweite Runde von Faust gesehen haben. Mit einem sehr kräftigen Abstoß und ein gutes Auftreten hier für Faust 523. Dann Friso, ein sehr korrekt gebauter Hengst, auch in gutem Zustand präsentiert hier heute. Eine sehr schöne Kruppenlage, starke Oberlinie, gutes, hartes Beinwerk. Der Schritt ist taktmäßig und ausreichend raumgreifend. Im Trab hat er sich gut abgedrückt. Wir haben hier nicht ganz so viel Gleichgewicht gesehen, wie wir das gerne gesehen hätten, aber Friso 518 auf einem guten Platz. Und dann haben wir noch den wunderschönen Volter 513. Sieht so gut aus hier heute. So viel Rassenausstrahlung, schöne, zierliche Linienführung. Er ist sehr zickig im Schritt gewesen und wir hätten im Trab einfach etwas mehr Einsatz gesehen. Aber eine gute Platzierung auch für Volter 513. Für die Meisterschaft der jüngeren Hengste würden wir gerne Herre und Hilbrand wiedersehen zu späterer Stunde. Vielen Dank, Sabine. Dann gibt es jetzt eine Ehrenrunde. Spitzenreiter mit ein Hengst mit vielen Fans auf der Tribüne, von dem wir noch mehr sehen werden. Aber er kommt noch einmal zurück in unsere... Kommt noch mal zurück in die Meisterschaftskürung. Herre 524. Machen Sie Radau für ihn, meine Damen und Herren. Hilbrand 525. Aucher 522. Gosse 526. Faust 523. Und Friso 518 sowie Volter 513. Dann sind die ersten zwei Hengste für die Meisterschaftskörung der jungen Hengste schon wieder bekannt. Herre 524 und Hilbrand 525 sehen wir also später wieder in den Meisterschaftsurteilen. Und dann sehen wir jetzt Dann gehen wir in die erste Runde der älteren Hengsten der Rubrik 2, die Perlen des Stammbuchs. Und der erste ist schon hier